Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. Wir sind jetzt mitten in einer Quest stecken geblieben und zwar müssen wir Runen mit... Oh nein, das sind die anderen. Hä? Wo sind wir jetzt gerade? Hey, 2 Minuten weg und schon weiss ich nicht mehr, was wir zu tun haben. Und zwar müssen wir Scharlachroh den Efeu getötet und dann noch das Nummer 2 Eisenrunewerk. Nice. Hallo? Da? Nein, das ist der eine. Nummer 4 ist in dem Fall. Eisennipen befreit. Weiss nicht, was ich darum nicht verstehe. Aber schauen wir uns das Ganze mal an. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit diesen scharlachroten Efeu. Mir ist das ja eher eigentlich bekannt als etwas Giftiges. Nicht als Blümli. Aber vielleicht bin ich dort dann ein bisschen falsch informiert. Und dann muss ich da noch irgendetwas befreien in dieser Zone rein. Aber ich mag mich gar nicht richtig reingetrauen, weil da halt noch so andere Manöckeli unterwegs sind. Da versuche ich immer wieder ein bisschen daran vorbeischleichen. Wie ausgerechnet die keine Beute für uns. Aber wo soll ich denn da befreien? Ich sehe da keine Gefangene oder sonst irgendetwas in dieser Art. Eisennipen befreit. Ah, das sind dann wirklich die da, denen versuchen vorbeizulaufen. Ah, okay, einmal klicken lang, um die einfach so befreien. Ah, was? Ja, das nenne ich mal nice. So geht das natürlich ziemlich schnell vorwärts. So, dann benutzen wir es gerade. Also, aber schau, jede, die mich angreift, tun wir gerade mal noch schnell umwandeln. Okay, das funktioniert besser, als ich erwartet habe. Okay. Hoppla, Schorsch. Okay, aber warum müssen wir die denn befreien? Sind die von einem Fluch befreit oder irgendetwas in die Richtung? Das verstehe ich noch nicht so ganz. So. Befreien wir dich gerade mal noch ganz kurz. Dann haben wir nämlich 7 von 7 und dann fehlen uns da eigentlich nur noch 2 Stück. Da kommen wir ja eigentlich auch ziemlich gut vorwärts. Also suche ich mir aber noch das Blümchen, wo keine mehr von denen... Wie Eisnymphen? Ich weiss nicht, wie ich das aussprechen soll. Eisnymphen. Boah. Lassen wir es mal bleiben. Ich bin mir gerade völlig den Kopf am Zerbrechen für gar nichts. Weil am Schluss haben wir die Quest am Schluss erledigt und dann mag ich mich auch schon lange nicht mehr daran erinnern. Weil mein Kurzzeitgedächtnis ist sowieso für den Arsch. Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Ah, jetzt greift doch. Jetzt muss ich doch noch eine von denen umnieten. Ja, von mir aus. Also, sie hat es nicht anders wollen, dann machen wir das halt noch ganz kurz. Von diesen Eisnymphen. Eisnymphen? Spricht man Eisnymphen aus? Ach, ich muss nachher wieder googlen. Google meinen besten Kollegen und Helfer. Jetzt ist schon die Frage. Nein, komm, ich mache mich direkt mal schnell zu Skorn muss fallen. Zu dieser Quest hier hinten. Dann können wir uns nämlich auf dem Rückweg die Quest hocken und direkt mal um die hier noch kümmern, wenn wir schießt das an, dann nochmal ein riesen Hin und Her machen, oder? Und darum tue ich mich da jetzt ganz kurz um das zu kümmern, gehen wir die mal abgeben. Aber die Frage ist jetzt wo, die sind unten richtig am Abgehen. Die kämpfen gegeneinander. Schildenmaid gegen Berserker der Windskorn. Okay. Also die haben da einen richtigen kleinen Krieg oder sind da gerade am Trainieren. Ja, ich würde eher sagen trainieren sogar, das sieht nach einem Training aus und schon nach einem Kampf. Die andere Frage ist jetzt, meine Quest sollte ich eigentlich genau da abgeben. Genau da, nirgendwo anders. Aber... Warte jetzt mal schnell. Skorn muss fallen. Ah, okay. Also ich muss jetzt da runtergehen und das Teil hier einsetzen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir ein sehr unwohles Gefühl. Sehr ein unwohles Gefühl. Ich versuche es mal etwa da. Jetzt setzen wir sie ein. Ah, okay. Alles klar. Quest beenden. So, grausam aber notwendig. Da haben wir einfach irgendeinen beschworen. So, das ist natürlich auch nice. Der Held vom Winterrufen möchte, dass ihr mit der Machete des Kriegshelden 20 Frikul des Winterkornstammes ins Korn zurück zerstückelt. Boah, aber das ist schon ein bisschen grausam. Der Held der Winterrufen meint, dass es sinnvoll wäre, wenn man mit dem Leuchtsignal des Kriegshelden die Türme ins Korn für Luftangriffe markiert. Jetzt wollen sie es aber wirklich wissen. Der Held der Winterrufen schlägt vor, dass er mit der Fackel des Helden ins Korn die 2 Lagerhäuser im Nordosten und Westen sowie die Kaserne in Brand setzt. Wir tun Zeug in Brand setzen, wir machen einen Luftangriff und wir müssen die Leute zerstückeln. Bin ich gerade der Einzige oder finde das gerade brutal? Okay. Jetzt schauen wir mal mit dem Zerstückeln schauen. Das Zerstückeln kann ich das jetzt einfach da so einsetzen und dann sterben die, oder? Ja, komm mal.
Ich kann das, es geht aber nicht. Es geht nicht. Ungültiges Ziel, es geht gar nicht. Muss ich sie zuerst töten und dann mal zerstückeln, oder wie? Ich muss jetzt gerade mal schnell ausprobieren. Er unterstützt das wenigstens in dem harten Kampf gegen die Leute, aber ich muss es jetzt ausprobieren. Ich muss die jetzt aber nicht zerstückeln. Oh mein Gott. Was ist mit euch? Sie sind noch tot. Warum muss ich sie noch zerstückeln? Also wir müssen sie töten und nachher zerstückeln. Das heisst, wir kämpfen aus dem Fall den Weg frei in unsere Türme. Die Türme müssen wir ja dann markieren für Luftangriff. Und also die drei, die müssen wir verbrennen, die müssen wir markieren. Okay. What the f... Oi. Wir werden da vom Magier angegriffen. Dann würde ich sagen, versuchen wir die gerade mal schnell abfackeln. So lange, dass wenn wir die abfackeln, lassen die uns dann in Ruhe oder greifen die uns weiter an? Nein, die greifen uns weiter an, dann tun wir uns da ein bisschen versuchen in Deckung begeben. Finde ich auch so lustig. Jetzt haben wir das ab. Jetzt fackeln wir es ab. Jetzt brennt es. Jetzt brennt es, jetzt haben wir Ruhe. Okay. Wie nah muss ich denn? Immer noch aus Reichweite. Gut, dann müssen wir zuerst mal den wegmieten, dann kommt das denen noch nicht im Weg. Die sind jetzt verschwunden da oben, oder? Ja, jetzt sind sie verschwunden. Okay. Wenn wir es abfackeln, verschwindet die. Okay. Ich bin ein bisschen überfordert gerade. Aber es sollte ja eigentlich gut kommen. Wir haben ja da super Unterstützung von unserem... Wie heisst der eigentlich? Jetzt nochmal eine Quest. Präsentiert die Wirkrolle des Aufstiegs in der Nähe des Scheiterhaufens vor der Hütte des Tans, um ihn herauszurufen und ihn niederzustrecken. Ihr seid doch sicher, dass Großmutter Anka an dem Ritual und damit auch an der Schriftrolle Interesse finden wird. Sie befindet sich im Lager der Winterhufe. Dafür werden wir nochmal eine neue Schulterteile bekommen. Das wäre dann hier in dieser Mitte. Ich würde sagen, wir nehmen die jetzt einmal an, aber das Ritual machen wir später. Ich muss jetzt erst einmal die da am Boden noch zerstückeln. Warum auch immer so. Oh, jetzt ist der gleiche verschwunden. Oh Mann! Mann! Wieso? So. Versuche ich, dass die da uns nicht sehen. Also. Ich tun wir da, das tun wir da machen. Come on. Dann kümmern wir uns jetzt schnell um einen nach dem anderen. Jetzt versuche ich einfach im Fernkampf zu bleiben da. Nice, der kann leider da kämpfen. Der Namenlose. So, die haben wir erledigt. Jetzt habe ich ein anderes Problem. Ich muss jetzt ein Stückchen, nämlich bevor die Leichen verschwinden. So, draufklicken. Genau. Ihr könnt euch da ja mal in Raum das hier kümmern. Ich kümmere mich mal um das hier. Der bleibt da noch im Gefängnis drin, ein Zeitchen. Nice. Dann tun wir den gerade looten und zerstückeln. Jetzt kommt uns der noch im Weg. Also gut, dann nehmen wir gerade mal den Runenseher des Winterkons noch von uns. Wie hast du jetzt geheißen? Kriegsheld der Winter... Du hast einfach Kriegsheld der Winterhufe. In dem Fall ist er wirklich einfach ein Namenlose, der uns hier im Kampf unterstützt. Das ist auch mal etwas anderes. Dworg der Winterhufe. Oh nein, okay. Bis ruhig. So. Dass wir jetzt wirklich alle Minuten können einfach ignorieren, finde ich gerade schon ein bisschen lieb. Können wir den Wolf auch zerstückeln? Nein, der Wolf geht nicht, da können wir nur... Hütte, so. Jawohl, gut, okay. Sollen wir das mit dem aufnehmen, dann haben wir noch ein Picknick rundherum. Na komm, jetzt machen wir es uns zuerst mal gemütlich. Wir lassen wir noch ein bisschen im Gefängnis rein. Meine Drachenvolke leveln sich schön gemütlich auf in dieser Zeit, also sich schön heilen. Und dann können wir uns nämlich ganz gemütlich und langsam wieder in den Kampf begeben. So, los geht's. So, du hast so eilig wählen, jetzt bist du selber schuld. Nein. Ah Mann, ich klicke immer auf den drauf, dann kommt man immer im Weg beim Zerhacken von diesen Siechen. So. Wieso, muss ich jetzt da drauf oder muss ich reingehen? Sollte eigentlich das da sein? Oder muss ich das verbrennen? Oder ist das ein Gebäude, das ich verbrennen muss? Ich komme nicht raus. Ich komme nicht raus, was ich verbrennen muss und kennzeichnen. So. Hallo. Nice. Also. Muss ich jetzt das... Nein, doch. Gut. Du brennst und weiter geht's.
Okay, ich habe das richtig verstanden. Jetzt machen wir uns auf den Weg. Die uns angreifen, die merzen wir aus. Die anderen ignorieren wir einfach. Agro, irgendjemand greift mich an. Wieso steht da Agro? Niemand greift mich an, hä? Wieso steht denn da Agro? Irgendjemand ist Agro auf mich. So, jetzt müssen wir uns zu dem Gebäude begeben. Das heisst, wir räumen jetzt gerade mal die zwei aus dem Weg. Dann haben wir nur gerade mal 2 mehr erledigt. So. So, dann können wir den schon looten und zerstückeln. Okay. Ist das überhaupt noch kinderfreundlich? Das Spiel ist ja, glaube ich, so 12, also... So, und zerstückeln. Dann haben wir jetzt 11 schon mal zerstückelt. Okay, jetzt müssen wir zu dem Gebäude hier ankommen. Ich wollte ja nicht mehr machen, als ich muss, aber den nehmen wir jetzt noch. Habe ich da Fressfeld? Okay. So. Das ist einfach der Förster von der Winterkauf. Der hat da eigentlich nur seinen Job gemacht. Ah, wieso muss ich denn den umnieten? So. Dann zerstückeln wir ihn noch, obwohl er schon tot ist. Und jetzt müssen wir... Das Gebäude müssen wir jetzt aber... Ich muss näher ran. Ach, ich muss näher ran. Ich muss näher ran. Ich hab's verstanden. Schildmaid. So, der wird sich jetzt nicht gerade im Kampf einmischen. So, dann haben wir dann wenigstens kurz aufhalten. Was willst du von mir? Greif die anderen an, hallo. So, dann tun wir da schnell den da. Und dann kann ich den gerade zerstückeln. Ah, ist gerade nochmal eine reingekommen, nochmal so eine Maid. Okay, ich versuche mich jetzt da die Leichen anklicken. Schaffe ich das? Ah. Bring's nicht an. Bring's nicht an. Ihr sind mir im Weg. Ihr seid mir im Weg. Wieso sind ihr mir im Weg? Ich muss schnell machen. Ich will aber nicht, dass die Leichen verschwinden da. Und jetzt werden mir meine Begleiter da komplett im Weg stehen wahrscheinlich. Zack. 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 Okay. Und das muss ich jetzt abfackeln oder... Ach komm, dann räumen wir jetzt den halt noch den Weg. Damit unauffällig ist gar nie etwas bei mir. Ich muss immer das halbe Dorf leer räumen, bevor da überhaupt... Ich muss dann für alles mögliche Zeug markieren. Aber im Großen und Ganzen ist das Dorf eh schon komplett leer, bis wir da fertig sind. Also muss ich jetzt das muss ich auch abfackeln. Okay, das haben wir jetzt abgefackelt. Nice. Jetzt müssen wir als nächstes das Gebäude. Okay. Schaffen wir uns dazwischen durchschleichen und uns nur um den da zu kümmern? Ich würde sagen, sieht gut aus so gut. Okay. Dann töten wir jetzt mal den und dann tun wir da mal noch den Fall. Ah, muss ich wirklich reinstehen? Ich muss glaube ich wirklich reinstehen, um das zu machen. Okay. Come on. So. Und das wird jetzt aber das da sein. Hä? Okay. Okay. Also in dem Fall ist das doch auch so eins. Okay, ich hab's verstanden. Das ist in dem Fall auch zum Abfackeln. Baracke in Brand gesetzt, das ist in dem Fall Baracke. Okay. So, nach der Baracke schleichen wir uns irgendwie da hinten durch. Und dann ist das nächste Ziel eigentlich da vorne. So. Dann können wir ja diese weit so gut wie möglich ignorieren, weil wir haben ja schon mal 18 von denen zerstückelt. Und dann wird das Gebäude da hinten sein. Okay, also die sind da unnötig. Jetzt versuchen wir die mal ignorieren. Weil wir wollen ja den anderen auch noch etwas übrig lassen. Hä? Ja, dann mach du das. Wieso? Ich hätte jetzt einfach ignoriert. Aber die Nudeln, die wollten dann noch schon kämpfen, dann soll er schnell. Ich will einfach schauen, dass er überlebt. Da greifen uns jetzt nämlich auch schon die Magen wieder an. Dann tun wir dich zuerst mal noch zerstückeln. Und unsere Drachenvolker sind am Sterben. Sie sind tot. Okay, alles klar. So. Jetzt sollte das abfackeln. Jetzt tun wir zuerst mal unser Tier wiederbeleben. Jawohl. Okay. Jetzt ist die Frage. Soll ich ihm helfen oder nicht? Oder ist er... Ja, er ist noch nicht so gut dran. He? Und schön am Rand aussen entlang laufen. Hoffen wir, dass der uns nicht sieht. Okay. Hat gut funktioniert. Etwa so, wie ich es mir vorgestellt habe.
So, jetzt muss ich aber zuerst mal hier am Rand kommen. Dann können wir dich looten. Das Silber lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Und dann haben wir die Quest auch erledigt. So, jetzt ist die Frage. Jetzt muss ich auch nur noch Zeug abfackeln. Was heisst für mich eigentlich im Hauptsatz, ich ignoriere alle die Leute und versuche jetzt auf den Dächern oben das Zeug zu erledigen. Und zwar... Kann ich jetzt da drauf gehen? Ich bin außer Reichweite. Wieso bin ich außer Reichweite? Ich stehe genau oben dran. Hä? Oder meinen jetzt mit dem... Ah, das ist für die andere Quest. Okay. Okay, verstanden. Verstanden. Hans kapiert. So, dann ist das der Turm, wo ich jetzt da muss... Aber es sind eigentlich so viele Magier extra drauf, damit man so ein Spiel wahrscheinlich nicht machen kann. Aber das kann mir ja eigentlich wurscht sein. So, la. Einfach da hinten verstecken. Nice. Und jetzt muss ich schon im Beutel schauen. Da, schnell ein bisschen Gesundheit wiederherstellen. Das Gebäude haben wir abgefackelt, dann bleibt ja eigentlich nur noch eins. So. Luftangriffe haben es nicht überlebt. Wir haben das natürlich überlebt irgendwie, keine Ahnung wie. Jetzt haben wir aber das Leben nicht können wieder herstellen. Mann. So, jetzt müssen wir uns aber den nächsten Turm noch kümmern. Das ist in dem Fall der Lagerplatz, wo wir das hier einsetzen müssen. Nein, das hier. Wo wir dann die Person da beschwören müssen. Dann ist das der nächste Turm mit dem Magier. Jawohl. Der andere... Schau das mal an. Er fliegt uns so richtig irgendwie hinterher. Ist eigentlich noch witzig. Aber das mal probiere ich es anders. Ich fliege nicht so an, sondern so. Genau. Voilà. Nice. Jetzt können wir ganz kurz abwarten. Jetzt muss ich aber wirklich mein Leben schon auf... Was macht der? Wo kommst du her? Von unten rauf? Du nimmst aber auch gute Abkürzungen da, hä? Ei. Alles klar. So, dann haben wir die Quest auch erledigt. Jetzt ist die Frage, nein, warte, jetzt gebe ich die zuerst mal alle ab da. Quest beenden und Quest beenden. Jetzt kommt das sicher... Genau. Bringt das Zeichen der Winterhufen zu Häuptling Aschtotem im Lager der Winterhufen zurück. Annehmen. So. Du begleitest uns jetzt aber hoffentlich einmal noch. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Unterstützung. Und dann müssten wir eigentlich bei diesen Flammen zu noch ganz kurz die Quest hier erledigen. Das sollte auch gut funktionieren. Jetzt müssen wir aber schauen, dass da wirklich niemand anders in den Weg kommt, weil das wird ziemlich mühsam werden. Machen wir einfach mal so. Hallo? Ah, der da. Ist er mit irgendwelchen zwei Engelgestalten da auftaucht? Das sind, glaube ich, Walküren. Beobachte Walkür, ja genau. Ui, Spenster. Hallo? Das bringt dir eh nichts. Halb von du das Eisenherz. Doch, ich werde dich bezwingen. Sagt er, ich werde ihn nicht bezwingen. Da schwappt seine Seele davon. Tschüss. Wann geht er jetzt seine Seele? Die fliegt jetzt einfach da die Gegend rum. Ah nein, die Walküren fangen ihn jetzt, hä? Ah, die Walküren fangen jetzt seine Seele ein. WTF. Und haben ihn mitgenommen. Hä? Speziell. So, dann haben wir alle Quests hier erledigt und jetzt können wir uns eigentlich auf den Retourweg hier machen. Von hier aus gehen wir hier an und dann erledigen wir die zwei Quests. Ich glaube, das ist noch plus minus ein guter Plan bis jetzt so. Ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach. Ja, das machen wir jetzt einfach. Ich denke, das könnte ein guter Plan sein. Ja, das finden wir noch raus. So, wir sind auf dem Weg. Wir sind Level 67. Jetzt hoffe ich natürlich, dass wir mit diesen Quests allein nochmal ein Level-Up erreichen, weil mein Ziel ist schon wirklich, jede Folge ein Level-Up zu erreichen. Aber ich glaube, jetzt langsam sind wir an dem Punkt angekommen, wo das nicht mehr wird auslangen. Weil ich habe das Gefühl, wir brauchen langsam so viel XP, dass es gar nicht mehr lange pro Folge wirklich ein Level-Up machen. Jetzt ist auch die Frage, ob ich meine Folgen anfange länger zu machen. Also dass ich jetzt sage, hey, ich mache jetzt jeden Tag eine halbe Stunde. Oder ich bleibe jetzt so auf diesen 20-25 Minuten. Ich habe jetzt auch schon eine Folge 27 Minuten gemacht, dass ich wirklich das Level-Up drin habe. Weil ich versuche eigentlich wirklich, das mein Hauptziel zu machen. Es ist wirklich eine gute Frage. Ich überlege mir das noch, wenn ihr einen Vorschlag habt, ob ich das jetzt wirklich lieber mal auf eine halbe Stunde strecke und euch das nicht allzu fest stören, dass wir wirklich das Ziel erreichen von Level 120. Dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Ich würde mich mega drüber freuen. So, da sind wir nämlich schon angekommen. Dann können wir mal die Questli abgeben. Emblem abgeben. Dann können wir neue Schuhe, die uns nichts bringen, aber wir geben die Quest trotzdem ab. So, dann haben wir das nächste Kapitel abgeschlossen. Jawohl, da fehlen nur noch 4 Kapitel, fehlen uns noch, bis wir fertig sind. Häuptling Aschtotem hat euch gebeten, 15 Krieger von Galeborn, 8 Runenmagier von Galeborn und 8 Schlafwächter von Galeborn zu töten, kehrt im Anschluss zu ihm im Lager der Winterhufen zurück. Das klingt doch noch mal eine ziemliche Herausforderung für den lieben Schweizer, oder?
So, dann geben wir die Quest mal ab. Dann haben wir eine neue Schulter, aber die will ich nicht anlegen, weil mir zu viel kritischer Trefferwert verloren geht dadurch. So, dann haben wir gerade nochmal 2 neue. Und zwar Großmutter Anka hat euch gebeten, nachzusehen, in welcher Verfassung sich der weise Nebelläufer befindet. Sie glaubt, dass er sich am oder in der Nähe der stählernen Tores befindet. Okay, liebe Großmutter Anka. Großmutter Anka möchte, dass ihr genug Schlüssel für einen Gallerbronn-Käfig sammelt, um 10 Gefangene von Gallerbronn zu befreien. Kehrt zu ihr zurück, sobald ihr damit fertig seid. Sie befindet sich im Lager der Winterhufen. Okay, wo du dich befindest, das könnte ich mir, oder weiss ich plus minus, das kann ich mir, glaube ich, auch merken, so wie. Die Quest führt mich dahin, aber wir haben jetzt wirklich gesagt, ich mache mich jetzt auf den Weg dafür, um die 2 Quests abzugeben. Darum nehmen wir jetzt die kleine Flugstrecke von uns. Und dann würde ich sagen, dann erledigen wir die 2 Quests. Und von da hin kommen wir dann wieder dafür. Und dann haben wir ja da noch 2 Quests offen. Ich würde mal sagen, wir machen das eigentlich plus minus strategisch nicht einmal so ganz, nicht einmal so schlecht. Nicht einmal so schlecht. Los geht's! So. Dass wir da ein bisschen anders platzieren, dass man auch die Aussicht geniessen kann und immer nur mein Erstchen von meinem Netterschwingendrachen sieht, sondern auch mal ein bisschen mehr von der Landschaft. Weil wie gesagt, es ist halt, gehört halt auch zu WoW dazu, dass man immer längere Strecken zurücklegt und ein bisschen die Landschaft genießt oder auch die Aussicht. Mir fällt es halt auch immer wieder schwer zu wissen, über was soll ich eigentlich schnurren in dieser Zeit, wo ich umeinander fliegen bin. Ich bin ja eigentlich blabberle einfach vor mich an wie nichts anderes. Und meistens funktioniert es ja. Naja, so, da unten haben wir die nächsten 2 Quests zum Abgeben. Oh, 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 das wollte ich nicht wollen. Nein! Naja. Dann müssen wir uns auf den Weg nochmal schnell zu Fuß machen. Wir sind unnötig gestorben. Ist jetzt, glaube ich, schon lange nicht passiert, dass wir gestorben sind, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich bin mir jetzt unsicher, aber ich habe gemeint, wir sind jetzt wirklich schon lange nicht mehr gestorben. Aber ich, Löli, muss doch nicht auf mein Mount drauf drücken, wenn ich da noch am Fliegen bin. Das passiert einfach nur der blödste Mensch auf dieser Welt, also mich mit einbezogen. Und daher, ja, dann laufen wir halt nochmal zurück zu unserer Leiche, die sich gerade da vorne befinden. Wenigstens haben wir da noch so unsere Todesmusik im Hintergrund, die ist auch noch so ziemlich gemütlich, das darum kommt das kommt schon gut, So, wo ist unsere Leiche? Da sind wir gelandet, da haben wir aber nicht anwählen, sondern wir haben da einen anwählen, aber wir haben da noch ein paar Gegner im Weg. Dann würde ich sagen, wir gehen nochmal da drauf und versuchen die schnell umfliegen, weil es wird ziemlich dumm, wenn wir also jetzt da mehrere Kämpfe stellen für gar nichts. Dann gehen wir lieber direkt zu dieser lieben Luriel. Luriel, wir haben deine Aufgaben erledigt und haben deine gefallenen Schwestern befreit. Quest beenden und Level 68. Nice. Und dann haben wir schon die nächste Quest. Da gibt es ja uns nochmal 2. Nicht schon, sage ich auch nicht, nein. Luriel auf der gefrorenen Lichtung möchte, dass ihr 10 Dornrankenkriecher tötet. Die nehmen wir liebend gerne an und Samen der Schwarzseltenen bewahren. Luriel auf der gefrorenen Lichtung möchte, dass ihr 8 Sporen einfriert. Also wir müssen irgendetwas einfrieren, wir haben dafür auch noch einen Gegenstand erhalten. Und das ist eigentlich mal nicht so schlecht. Aber wisst ihr was? Wir nehmen uns doch jetzt da gemütlich... komm, warte schnell. Wir machen da jetzt gerade andere Liga. Schau, Rolli, es ist da sicher ein bisschen kalt da in diesen komischen Dingen. Wir machen uns jetzt ein gemütliches Plätzchen, wir müssen dann sowieso noch unsere Drachenvölker beschwören. Und ich würde sagen, wir tun hier in dem Lager für eine kurze Katze und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heisst, der Runde WoW mit uns Schweizer. Danke fürs Einschalten und ciao!